Eine von diesen Geschichten ist aus dem Jahr 2014. Das Basel Tattoo ist regelrecht abgehoben und damit auch mit geschätzten Vorgänger, der Moderator Heinz Margot. Höhe 200 Meter über Grund, Geschwindigkeit 250 Stundenkilometer. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum Basel Tattoo 2014. Herzlich willkommen zu einer fulminanten Show, die dieses Jahr nicht nur im Hof der Kaserne, sondern zum Teil eben auch oben drüber in der Luft stattfindet. Da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen neidisch auf den Heinz. Was für eine einmalige Sache, eine Begrüßung aus dem Flugzeugcockpit direkt in die Stube zu den Zuschauern. Der Überflug von der PC-7-Staffel hat neben dem Publikum besonders auch dem Aldo C. Schellenberg gefallen, dem damaligen Kommandant der Schweizer Luftwaffe. Im 2014 hat eben die Schweizer Luftwaffe ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert und darum sind in diesem Jahr die Mitwirkenden nicht nur durchs Kasernentor rausgekommen, sondern zum Teil eben auch vom Himmel oben runter. Die Zuschauer auf dem Kasernenplatz haben natürlich nicht gewusst, dass da noch Fallschirmaufklärer kommen und dass die punktgenau auf dem Kasernenhof zwischen dem Rekrutenspiel landen. Ein perfektes Zusammenspiel. Das Rekrutenspiel hat aber auch musikalisch einiges geboten. Im 2014 sind die Musiker mit dem Lied «Innuendo» einmarschiert, einem bekannten Hit von der Rockgruppe Queen. Unter der Leitung vom Tambourmajor Philipp Rütsche. Für das Rekrutenspiel ist das Basel Tattoo natürlich ein riesiges Highlight am Ende ihrer langen RS, wo man vor viel Publikum zeigen kann, was man gelernt hat. Auch die Musikanten in der roten Gala-Uniform gehören zur Schweizer Armee, nämlich zur Swiss Army Central Band. Das ist das Repräsentationsorchester der Schweizer Armee und zeigt regelmäßig ihre grosse Bandbreite und ihr musikalisches Können. Im 2018 unter anderem mit dem Titel vom Quentin Tarantino-Film «Kill Bill».
Am Basel Tattoo treten nicht nur Militärmusiker aus aller Welt auf, sondern auch Schülerbands oder, wie im 2007, eine Dorfmusik aus Bubendorf. Sie gehört, obwohl es ein Amateurverein ist, zu den Besten und ist darum auch preisgekrönt und über die Landesgrenzen aus bekannt.